Und auch Arme und Beine und alles zusammen. Und Till wird ja ganz heiß von diesen Übungen. Aber vor lauter Anspannen hat er schon fast ganz seine Aufregung vergessen. Bei der Spielgruppe wird er ganz lieb von der Frau Wenger empfangen. Er sagt der Mami Tschüss. Und ein bisschen traurig ist er schon. Und im Bauch rumort es immer noch fest. Frau Wenger zeigt den Kindern einen schönen Raum, wo sie spielen können. Und zuerst will sie ihnen aber noch eine Geschichte erzählen. Sie dürfen sich alle auf eine Matratze legen, gerade wo und wie sie wollen. Und sie erzählt die Geschichte der Sonnenblume. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und das Allerschönste und Lustigste ist, dass die Frau Wenger für jeden eine Sonnenblume mitgebracht hat. Die sind sehr gross und gelb und ein bisschen orange. Und in der Mitte kann man die Sonnenblumenkerne sehen. Alle Kinder dürfen sich eine aussuchen, sich wieder anlegen und die Blumen auf den Bauch legen. Sie müssen ein bisschen giggeln, denn das ist ja ganz schön lustige Blumen auf dem Bauch. Sie dürfen auch mit den Fingerli die Sonnenblume anlängen, herausfinden, wie sie sich anfühlt. Der Till hat eine besonders grosse Sonnenblume und es wird ihm schön angenehm warm im Bauch, dort wo die Blume liegt. Ganz schön schwer ist sie auch. Er stellt sich vor, dass das eine Sonne ist, die auf seinem Bauch liegt. Schliesslich ist es ja eine Sonnenblume. Vielleicht heisst sie ja so, wenn man einen warmen Bauch bekommt. Oder weil sie aussieht wie eine Sonne. Und er spürt ganz deutlich, wie strömend warm sein Bauch wird. Ganz strömend warm. Der Bauch ist strömend warm. Und dabei werden seine Arme und Beine ganz schwer und warm. Der Atem ist ruhig und regelmäßig. Das Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Und der Bauch ist strömend warm. Der Till hat das Gefühl, als würde die Wärme vom Bauch durch den ganzen Körper strömen. Ganz warm wird ihm. Und das findet er toll. Sie dürfen noch ein bisschen liegen bleiben, Musik dazu hören und das warme und schwere Gefühl genießen. Bald schon ist die Geschichte fertig, die Frau Wenger erzählt hat. Und der Till streckt und regt sich, so wie die anderen Kinder auch. Gerade wie am Morgen im Bett. Nachher machen sie Spiele und haben es ganz toll zusammen. Und der Till hat überhaupt gar kein unsicheres Gefühl mehr. Alles ist weg. Das will er sich merken, für das nächste Mal, wo er sich unsicher fühlt. Dann denkt er an die Sonnenblume. Und schwuppdiwupp ist sein Gefühl im Bauch ganz suppi gut. Kannst du mal eine Bettflasche auf den Bauch legen? Das funktioniert genauso gut.